Schöne gute Morgen. Willkommen zurück bei mir machende Punkt. Ich bin Kaira und heute schwätzen wir über DSA. Stopp! DSA, ein Begriff, der vielen unbekannt ist. Du willst zu mir heute zwei Experten bei euch sitzen. Einmal den Herr Steve Müller und einmal Carmen Weyer. Sie sind noch einen anderen Trainer bei B-Secure. Könnt ihr euch ein bisschen mehr über dich erzählen und uns nur erklären, was DSA überhaupt ist? Ganz gerne. Moin, mein Name ist Steve Müller. Ich bin schon seit vielen Jahren Trainer bei B-Secure und auch allgemein am technischen Bereich zuständig im Bereich von der Cybersicherheit. Merci, Steve. Ich bin Carmen. Ich arbeite bei B-Secure KJT. Das heißt, wir sind verantwortlich für die B-Secure Helpline und B-Secure Stopline. Dazu werde ich ja nur vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Genau, also den DSA oder den Digital Services Act, der seit kurzem in Kraft getreten ist, der soll allgemein die Sicherheit von den Utilisateuren im Internet verbessern. Wir werden heute auch mehr im Detail davon sprechen, was das alles heißt. Aber den setzt sich eben an ein ganz Suite von Gesetzen, also logisch dort dran, die europäischen Niveau entschieden gehen. Also an dem Kontext ist natürlich auch den GDPR zu erwähnen, den Datenschutzgesetz, und eben noch den Digital Markets Act, den Firmen ein bisschen reglementieren soll. Genau, an den Bit vom DSA ist eben das Internet mehr sicher zu machen, für Jugendliche, für Kinder, für jeden Verein. Und das sind Regelungen, die ganz viel auch mit den VLOPs zu tun hat. Das sind die Very Large Online Platforms. Das sind Plattformen, die über 45 Millionen Userinnen haben. Und mit denen kann direkt an Kontakt getrunken gehen, für mehr klar zu reglementieren, was nicht am Internet soll sein, und was aber auch kann altersgemäß am Internet sein, und worauf kann ein Jugendlicher dann noch Zugriff können haben. Okay, ganz interessant. Und was hat Ihr Beruf damit zu tun? Also, wo hast du den Lien? Also bei uns geht es ja darum, allgemein Sicherheit voranzubringen, nicht nur bei den Utilisateuren, aber das ist natürlich ein ganzes Spektrum. Also es geht natürlich nicht nur darum, dass Leute sicher sind, sondern dass dann eben noch zum Beispiel die Firmen sicher sind, dass es ganz Strukturen, die man kennen, sicher Staaten und so weiter und so fort. Und der Digital Services Act, der setzt eben die Regeln fest, auf welchem Kontext das Ganze soll geschehen. Das ist nämlich nicht wie in oft gegen Mengen, wo so Gesetze rauskommen, dass ganz viel Verbote losgehen. Das ist natürlich auch ein Fall, aber das vor allem, dass die Regeln definiert gehen, nur denen wir spielen. Weil das war leider Gottes gerade am Internet lang der Fall, dass es nicht wirklich Regeln gaufen, die sich darauf appliziert tun, oder als Gesetze, die man kennen, sich nicht wirklich darauf anwenden, weil das Internet eben vor allem international ist. Natürlich sind da noch andere Länder, die mal mitspielen, wo andere Gesetze gelten, und da muss ich gucken, wo ihn dann tranchiert. Den Part, den wir spielen, das ist B-Secure Helpline und Stopline, den ist beim Kanan Jugendtelefon sozusagen gehostet. Das ist einerseits B-Secure Helpline, wo alle Menschen am Anfang kann anrufen, wenn ein froh zum Thema Safer Internet tut. Und wir behandeln alle froh individuell und geben darüber eine Antwort. Du kannst sich melden, entweder schriftlich oder auch per Telefon. Voilà, das geht von Phishing-Mails über Sextortion bis zu Cybermobbing, das sind die Themenbereiche, plus noch viel andere, die wir aufdecken. Dann haben wir auf der anderen Seite auch noch als B-Secure Stopline, da das ein speziell Lin-Empfang für potenziell illegale Inhalte, die überall auf dem Internet zu finden sind. Da sind wir für 3 Themenbereiche zuständig. Das ist das CSAM, das heißt ausgeschwart Child Sexual Abuse Material. Da geht es alles um, was ein freier pornografische Inhalte genannt wird. Die trätieren wir und schicken dann an die kompetenten Autoritäten weiter. Wir noch im zweiten Themenbereich, da das alles, was an den Bereich Rassismus fällt, Revisionismus oder Antisemitismus, Hate Speech. Da gehen wir nie so viel, alles, was potenziell illegal kann, geht dann an die Polizei weitergelegt.
nur die wir analysiert tun, und wir haben noch einen dritten Bereich, das ist ein Bereich Terrorismus, wo wir auch einst so Meldungen über den Internet kriegen. Wie funktioniert das? Das heißt, User vom Internet und die Möglichkeit, das anonym dann an es weiterzuleden. Und wir gucken als die Sachen dann, wir holen die an das Loop an Gänsefieren. Aber wie geht das dann in der Loopcall, weil wieder das Internet wirklich riesig ist und nicht so viele Social Media Accounts gibt, vielleicht sogar eine Person 3 Accounts. Also die wird möglich, die Kontrolle zu halten, und wen findet die hateful oder was auch immer, die Schrecksachen, die im Internet zu finden sind. Wie geht das gemacht? Geht das mit AI gemacht? Sind nicht nur Leute, die reklamieren, sind nicht andere Leute, die wirklich den ganzen Tag recherchieren für schlimme Sachen zu finden? Wie funktioniert das? Also das ist so, dass wir Analysten bei uns haben, die da durchgucken, was Leute als rasch schicken. Wir gehen nicht proaktiv für. Das heißt, wir machen keine proaktiv Recherche am Internet selber. Wir trätieren wirklich das, was als die Userin rasch schicken. Dafür ist das auch extrem wichtig, dass man aufmerksam ist, und wenn ein das Gefühl hat, dass etwas, was nicht am Internet zu tun hat, dann hat man halt die Möglichkeit, da doch ranzugehen. Das ist vielleicht noch eine wichtige Sache, was mit der Helpline zu tun hat, auch ein Stückchenweise mit der Stopline, da das als Aufgabe als sogenannten Trusted Flagger. Das heißt, wir haben einen spezifischen Zugang, der ein bisschen mehr sehr funktioniert wie von einem, ich sage mal, normalen User vom Internet. Für wenn gemobbt geht und so weiter und so fort, dann kann mir das auch analysieren, argumentieren, an eng von den very large Online-Plattforms schicken, mit denen wir verbunden sind. Und die holen dann die potenziell illegal Inhalte oder auch verstörend Inhalte oder auch Inhalte, die eng Person verletzen, kann man dann mehr sehr hochholen. Das kann man auch machen. Ja. Genau, da gebe ich noch gerne dazu so, weil da ein bisschen gefragt wird, auch wie geht das technisch gemacht. Und da muss ich so, den Digital Services Act, wie da ja auch all die anderen Gesetze, die von der EU losgehen, die funktionieren immer ein bisschen im Prinzip, dass sie die Responsabilitäten umdrehen. Früher war es nämlich so, bei den klassischen Gesetzen, die wir kennen, dass Kontrolle gemacht gehen, zum Beispiel Datenschutz ist ein gutes Beispiel, dann darf zum Beispiel keine Kamera abhängen, außer den Erlaubnis von einer Autorität. Das war früher. Das hat natürlich den Nachteil, dass wenn immer mehr Leute probieren, Kameran abzuhängen, ja, dann irgendwann könnte die Autorität nicht mehr noch. Und Gesetze heute drehen die Responsabilität dass am Anfang Chemie muss proaktiv etwas machen, dass Plattformen zum Beispiel aber responsabel gehen dafür, wann illegal Inhalte oder Inhalte, die man nicht füllen, auf der Plattform sind. An dem Moment müssen Plattformen auch kooperieren, natürlich, weil sie wissen, dass den Inhalt da ist, an dem es jemand meldet. Das sind an der Regel so mal normale Benutzerinnen oder Trusted Flagger oder wie auch immer. Da müssen sie innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum aktiv gehen. Das erlaubt auch ein bisschen die Firmen, wie so Gesetze gehen nicht nur für die Leute gemacht, aber auch für die Firmen, eine gewisse Sicherheit zu haben. Weil früher war doch ein bisschen problematisch, viele Firmen, so als Beispiel, die wollten zum Beispiel nicht proaktiv scannen, ihre Plattformen einerseits als Datenschutzgrund, aber auch als Responsabilitätsgrund, weil was sie scannen, also sie fallen über das, da mussten sie aktiv gehen. Also haben sie alle Interesse nicht zu scannen. Ja. Und das war für ein bisschen kompliziert. Und durch den neuen Digital Services Act kriegen sie dadurch auch zusätzliche Rechte. Sie gehen im Schnitt bestraft, wenn sie proaktiv scannen, aber dabei potenziell Sachen fanden. Natürlich mussten sie trotzdem aufholen, aber sie gehen nicht mehr dafür bestraft. Okay. Eine ganz konkrete Ausnahme gilt wirklich, wie du schon gesagt hast, die very large Online-Plattforms, also das sind wirklich die ganz großen Plattformen, Genre Google, TikTok und so weiter, die haben auch ganz spezielle Regeln, die müssen nämlich tatsächlich auch proaktiv gehen, in gewissen Fällen, wie zum Beispiel, der hat gesagt, AI, es geht nicht an dem technischen Niveau definiert, mit geht aber schon gesagt, dass sie müssen gucken, sobald sie potenziell gefährliche Inhalte suggerieren, zum Beispiel die genannten Filterbubbles, da müssen sie gucken, dass sie das dann erbannen. Gesetz sieht natürlich nicht, wie sie das sollen machen, das muss die Plattform da selber entscheiden, mit Gesetz sieht, es muss gemacht werden. Okay, das heißt, wenn wir zum Beispiel etwas im Internet gesehen, wo wir wissen, dass das wirklich nicht okay ist und am Anfang nicht soll da sein, da können wir, auch wenn wir nicht mit dem Post zu denen holen, einfach es bei ihr schmellen und ihr guckt dann, dass das fortgeholt geht, oder wie?
Okay. Ja. Top. Genauso ist das an, das ist auch flott, so wie ihr das gerade sagt, ne? Dass auf dem Internet etwas gesagt, dann wirklich kein gut Gefühl dabei, ein Wesen, das ist einfach nicht okay, dann kann man wirklich auch die Responsabilität holen, an der das genauso wie mir viele Sachen auch gemeldet kriegen, wo Leute so, nee, das du ist gar nicht so wie es soll sein, dass wie wenn so Verkehrsregeln gar nicht beurcht, ne? Bei Rot über die Ampel fährt, so ist das auch mit den Inhalten auf dem Internet. Und da sind wir ganz froh drüber, wenn als viele Userinnen dann auch die Sachen melden. Das hilft uns nämlich auch, Trends oder so etwas festzustellen. Und das können wir auch mit Kollegen hier am ganzen Reso auch teilen. Es gibt immer Austauschtreffen, so Advisory Boards, wo ganz viele Leute sind aus den sozialen Bereichen, von der Police, von den Ministerien, für dann einfach auch zu gucken, was ist gerade los auf dem Internet, wie kann man den User noch besser schützen, was brauchen wir dafür, wie müssen wir das Ganze irgendwie umgehen. Das ist extrem wichtig. Ja, absolut. Vielmals merci. Für die nächste Frage haben wir ihr ein kleines Video präpariert. Da gucken wir uns den mal an. Hallo? Ist es klar? Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich gerade ganz komische Foto von mir geschickt und könnt ihr mir da weiterhelfen? Nee, leider nicht. Wer gibt dir viele, wenn dir durch das neue Gesetz Hoffnungen gemacht kriegt und trotzdem nicht die nächste Hilfe kriegt? Ja, also ich hoffe natürlich, wenn wir auf der anderen Seite bei B-Secure aufhören, dass wir auch Unterstützung können gehen. Kann sich vielleicht Heinz so ein bisschen verloren kommen, wenn er nicht direkt so eng Antwort kriegt, so was man nicht an, wie kann den Schurt irgendwie so reguliert gehen. Das aber definitiv so, dass man immer auch kleine Unterstützung können gehen, dass ein Schurt den entstanden ist, können minimieren, respektive an anderen Stellen weiterverweisen. Ne? Wir haben Anrufer, die natürlich immens frustriert sind, wenn so etwas geschieht ist wie Dateien. Ne? Bilder laufen verschickt, das war nicht am Konsens, das nicht aufgeschwart gehen, das fühlten sich nicht gut, du schummten sich, du hatten Angst, was du noch weiter könnt geschehen. Du können andere Gefühle noch abkommen und kann ja furchtbar an einer Detress einfach auch sehen. Und da guckt man natürlich immer, wie man können weiter helfen. Mir noch in Cyberdesk zum Beispiel, wenn einfach so Sachen geschieht sind, hatten Angst, dass die Apparate nicht mehr sicher genug sind, dann kann man also auch ein Kämmer der Person gesehen, für definitiv zu gucken, was das so geschieht, da zurückzuverfolgen und dann zu überlegen, wie kann man die Person stärken. Da das für uns ein ganz wichtiger Punkt, den Empowerment, dass die Personen sich nicht unsicher fühlen, auch wenn so etwas geschieht ist. Mit dass man können so ein guckt mal Datei oder aber auch gut gemäht bis dahin. Ich habe ich bei uns gemeldet, das ist nämlich schon ein echten Schritt zur Lesung. Du musst gucken, ob ein Plan wichtig ist, die zu machen. Du unterstützen mit Leuten, die dann auch zu machen. Und dann, wie gesagt, haben wir auch den Trusted Flagger für, aber auch Inhalte zu flaggen, sodass die Person auch ihren Schutz kriegt. An nicht Gefühl hat, dass es so plagig steht, auch nicht in Teams, dass in Teams für einfach ein Stück weit garantiert ist. Was am Anfang, was sich ein bisschen muss für einen anfeiern, das neue Gesetz, das ist natürlich relativ großes Succès von der Seite von der Legislation, einfach weil vier drin war das mit den Gesetzen echt da, lass mal so, dass über eine längere Zeit nicht ganz viel geschieht. Und auch die Kommission, wie auch die Länder holen no. Natürlich wird das nicht perfekt gehen. Also das ist auch ganz klar, die Erwartung hat auch nicht verein. Aber war der bewischt, dass, wie Carmen schon gesagt hat, das ist den Empowerment. Das nicht mehr, dass so wie Fiedro sich muss darauf verlassen, dass irgendjemand etwas möchte. Und das war dann immer so, ja, das geschieht ja sowieso nicht. Lo kann ich selber aktiv gehen, es kann ich selber auf der Plattform melden, und es hat den Recht, dass die Plattform auch etwas muss machen.
Und dann ganz spezifisch mir zu Lützeburg schon auch nach die große Chance, dass wir eben zum Beispiel Helpline haben, wo es sich dann nicht nehmen kann, auch an eine Plattform wenden, die irgendwo vielleicht an den USA oder so irgendwo was, mit dass man eine echte Person schwätzen kann, die ihn auch psychologisch oder so unterstützt. Und das ist auch etwas, was immens wertvoll ist, wo ihn dann noch soll auf einer gewisser Basis mir einen persönlichen Kontakt hat, an den sich dann auch so nicht gerade so hilflos fühlt. Du fährst dadurch ein Flotoffer, die ihn, wo ich immer Reklam dafür mache, also die wirklich so einen Anspruch holen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall flott, dass es das geht. Und ich meine, das ist wichtig, das auch weiter zu leiten, weil ich meine nicht, dass Schiedverreden weiß, dass sie sich bei ihr melden kann. Ich hoffe, dass man mit diesem Video viele Leute konnten helfen. Und eine nächste Frage, die schon als melden sich dann viele Leute bei ihr, also die zwar ein Problem haben, weil irgendein Foto geleakt wurde oder weil ihre Codes sind nämlich von, hat ihr viel Urief am Tag bei BeSecure? Also wir müssen das, wir veröffentlichen auch Zahlen all Jahres, ne? Wir haben Urief, ne, zu ganz unterschiedlichen Themen pro Tag. Das kann dann ein bisschen unterschiedlich sein, was du rackend, das mal mehr, mal Manner, wenn auch so ein Phishing-Mail vielleicht am nahen Urlaub sind, dann haben wir ein bisschen mehr Aufrufen, die sich dann auf dann an dasselbe Thema wenden, dann haben wir aber auch ganz spezifisch Aufrufen. Kann auch mal sein, dass die Prof sich meldet oder eine Edukatrice aus der Maison Relais an einen älteren Teil, was sich suchen möchte. Das kann so viel am Internet, also natürlich wir haben wirklich viel Uriff. Ich wollte aber noch gerne etwas zu dem ergänzen, was dann Steve hier drin gesagt hat, weil wir auch davon geschwärzt haben, dass das europäisch ist. Das ist auch nicht dann möglich, das Gesetz kann wirklich nicht dann gut funktionieren, wenn an einem Land auch Mesuren erfolgen. Es war ja eine lange Zeit nicht reguliert, ne? Und du gibt auch verschiedene Initiativen, wie zum Beispiel InSafe und InHope, wo auch BeSecure Member ist, was europäisch respektive weltweit Organisationen sind, die sich schon immer den Schutz vom Internet einfach so zum ob Plakat geschrieben haben, sozusagen. Und davon profitiert natürlich auch extrem, dass sich änderten den austauscht für möglichst gut, ob die Dämonen, die ob ihn durchkommen, einfach auch können reagieren. Das ist extrem wichtig, auch die Zusammenarbeit ob dem Terror ist ganz wichtig, dass man da wirklich gut führen kommen. Auf jeden Fall. Ja, merci Steve, merci Carmen für den Schluss nach dem Video. Moin, wir sind deuxième A aus dem Robert Schumann. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wir sagen dir vielmals merci. Stay safe online. So, das war es für heute. Bis nächste Kehr bei Mir machen den Punkt.